Willkommen zu der nächsten Folge von unserer Serie über eine Serie, die sehr zu reden gibt im Moment, weltweit ein Phänomen ist, The Chosen. Und wir reden ja vor Ostern in 12 Videos ungefähr, werden es wahrscheinlich auch über die Serie und die ein bisschen darauf aufmerksam machen, was das man eigentlich dort hier entdecken kann und was auch Menschen in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum, wo wir das so ein bisschen dazu befragen, erleben mit dem Jesus in The Chosen. Und einer, den ich heute darauf ansprechen will, ist der Matthias Kuno Kuhn, der auch die Serie eben kennt und durchgeschaut hat. Gell? Kuno, was begeistert dich an The Chosen? Was mich begeistert, ist so der Jesus, der so im Leben steht, so viel Humor hat, so echt ist, so nicht religiös, so lebensnach. Das hat mich mega berührt. Und natürlich so die Highlights von Heiligen, genau, das hat mich jedes Mal positiv geschudert, ja. Genau. Und hier sehen wir zum Beispiel eine davon, die wir auch als Serienbild so ein bisschen gewählt haben. Das ist die Heilige bei dem Mann am Teich von Bethsaida, der ja, ich weiss nicht mehr genau wie viele Jahre, 30 Jahre oder so am Warten ist. 38, 38, wo der Teich sich immer bewegt. Genau. Und so, und er lenkt ihm nie rein. Das wäre so eine von denen, oder? Ja. Genau. Ja, das ist so, genau, wo ich auch die Story dahinter, wenn er vom Baum gefallen ist, ein kleiner Bub und so, dachte, ja, genau. Also, ich meine, klar, kannst du das nicht sagen, so war es. Aber es macht so die Geschichten realer. Ich meine, ich liebe ja mega, so Kindergeschichten zu erzählen und dann bringe ich ja manchmal auch Punkte, wie ich mir das vorstellen könnte. Und da ist es wie das Leben von Jesus, wie mit vielem Drumherum, wo durchaus so sein könnte. Und das ist natürlich mir auch so eine starke Szene, ja, wo er dort kommt. Und, oder Maria Magdalena, die Berufung, wo er sie beim Namen ruft, das ist stark. Genau. Du hast ja eher so eine schwierige Zeit durchgemacht, gesundheitlich angeschlagen gewesen, auch eine Herzoperation und das Immunsystem und so weiter. Ist das so gesehen? Also ich würde mir das vielleicht so ausmalen, dass man die Serie da schaut auf dem Tablet oder irgendwie und dass einem das auch durch so etwas durchhelfen kann? Ja, also wir haben es angefangen zu schauen in den Herbstferien, wo wir als Ehepaar weg sind. Da haben wir da die ersten 10, jeden Abend eins. Das war wie unser Abendritual. Mega berührend. Und dann musste ich gleich mal wieder ins Spital müssen. Und dann habe ich den Rest noch dort geschaut, so am Spitalbett. Das ist ja manchmal, also du schaust das und es berührt dich. Und gleichzeitig hockst du in diesem Nest, wegen irgendeinem Grund, oder? Und, aber das ist für mich so einfach so schön gewesen, einfach dem Jesus auf dieser Art noch ein bisschen auf der Schliche zu sein, wie er wirklich ist. Ich meine, wir können ja nicht sagen, er ist genau so gewesen, aber es gibt mir einen anderen Zugang noch. Ja, das ist ein gutes Stichwort, aber genau so war es. Wir haben ja im Vorgespräch auch noch ein bisschen darüber gehabt. Sie tun ein bisschen freestylen, oder? Das nehmen sie sich raus. Also sie machen da ja natürlich auch kein Geheimnis daraus. Ja. Versuchen, möglichst näher der Bibel zu sein, aber die Figuren haben noch irgendwo vorab irgendwie in der Biografie ein paar Schwenker drin, wo du nicht weisst, ist das Haar genau so gewesen. Ist dir dort hier zu viel Freestyle oder okay? Nein, in ganz vielen Sachen würde ich sagen, ja, das können wir mir so vorstellen. Wenn es um Sachen ist gegangen, die Jesus gesagt hat, zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit Johannes, der Täufer, den er auf ihm angekündigt hat, jetzt der Herodes ermahnen. Und Jesus ihn hat davon abhalten. Und ich dachte, ja, also, ob das Jesus so aktiv gemacht hat, kann sein. Aber das ist eine aktive Handlung von Jesus, wo ich denke, da würde jetzt vielleicht der Freestyle, da hat mir jetzt ein bisschen vorher aufhören. Das hat mir nicht jetzt eine glückliche Szene gedacht. Aber in anderen Sachen, was drumherum, wie das hätte können sein, durch mich ist das Freestyle ohne Ende gegeben. So, ich meine, die Figuren. Genau. Wenn es um Aussagen von Jesus geht, dort hat es für mich Grenzen, die ich ein bisschen früher hätte gesagt, aber also banal. Also es ist nicht der Rede wert zum Gesamten. Ja, genau. Ja, das soll nicht irgendwie das schmälern, was eigentlich für eine Wucht daherkommt. Ja. Oder? Das denke ich mir eben auch. Genau. Für mich gibt es so ein Beispiel, das habe ich auch schon erwähnt, wo ich finde, das ist so vielleicht eine Grenze dort hier bei
beim Rückfall von der Maria Magdalena, wo mir ja denkt, aber okay, wir sind gespannt, wie sie es weitermachen in der 3. Staffel, ob sie sich vielleicht vom Druck, der ja entsteht, ich meine, das ist ein Massenphänomen, oder? Millionen warten auf die nächsten Folgen, das ist eigentlich schon krass. Auch der Druck, der jetzt auf dem Dallas Jenkins irgendwo lastet, ist, stellen wir das manchmal vor, oder? Ja. Jetzt so weiterzufahren. Das kann ich mir... Da hat man Bettenbau gesagt, oder? Das ja, unbedingt. Ja. Ich glaube aber wirklich auch, dass es inspiriert vom Heiligen Geist bleibt. Das empfinde ich, wenn ich die Videos schaue, dass der Geist Gottes hat seine Hand drauf. Darum löst so etwas aus in den Herzen. Und dass es nicht auf einmal so ein Machbarkeitsding gibt, wo man jetzt einen Film produzieren will. Ich glaube, das wäre ein falscher Weg. Und da glaube ich, sollten wir beten, dass der Heilige Geist wirklich seine Hand darüber hat. Super, genau. Merci vielmals, Kuno, dass du etwas preisgegeben von deinen Erlebnissen mit The Chosen noch. Und die nächste Folge kommt natürlich schon morgen wieder auf dem Weg zu Ostern. Schön, wenn ihr dabei seid wieder. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.